Sinne, wie geht's dir so, du Wichser? Was? Ach so, nicht auf dich, okay. Wieso nicht? Der kam auch Das tief gar aus nicht. dem Herzen. Ja, der kam richtig tief aus dem Herzen. Du Wichser. Na, B, Seirach. A, T. Sie ist im Bad. Ah, du, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt. Wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schafker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also mal die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Well done, Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal musst du echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Schandtaten einfallen. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Knockert wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an.
Game Freak? Was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fix einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Wenn du der Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bitchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder nicht leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hello? Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Ist da was am G? Okay, ich glaube nach dem heiligen Stream werde ich einen Cooldown von... einen Cooldown einmal dezent aufgetan. Das wird... Ich glaube, die Puppe hat ziehen lassen. Da ist auch ein Trompetenkäfer draufgestiegen. Wenn jetzt so die Wache nicht stand, Burli. Ich dachte, dein Gitarre so ins Gesicht einhauen, dass 3 Bar Schutz und Bremsen brei hat. Das darfst du auch nicht mehr. So, was nochmal? Geplant ist heute noch eine Kellererweiterung, seitlich noch ein Raum mehr und eventuell noch ein extra Stauraum. Hau halt ab jetzt! Wenn ich meinen Chat lese. Geht doch. Das da kostet du nicht einmal 5 Minuten. So. Grüß Gott beieinander. Habe ich ihre Wifi, habe ich ihre Panzerknacker. Grüß Gott. Was geht bei euch? Alles zauberhaft. Haben wir am Montag gut überstanden? Haben wir gut in die neue Woche gekommen? Wie schauen wir aus? Ist alles flauschig bei euch? Schreibt meine Hosen nicht zu, ich verstehe die Frage nicht. Es ist schon wieder ein sehr zweifelhafter Spruch am Anfang des Streams. Aber gut, muss auch sein. Nicht da mir die Hosen abgerutscht vor lauter Bosskämpferei. Weißt du wie es ist? In Souls-like ist anders wie in Horrorspielen. In Horrorspielen brauchst du keine Hosen nicht anziehen. In Souls-like sollst du das fest anziehen, nicht dass dir der Boss aus der Hosen haut. Das wollen wir ja auch nicht. Montag ist geschafft, ja Gott sei Dank.
Alter, früher war ich, wie in der Arbeit, da hätte ich mir am liebsten schon wieder gedacht, da war es liegen bleiben. Aber gut. 10 Überstunden, check. Ja, morgen nur mit 10, check. Passt ja. Das ist schon mal was. Ja, der Montag, wenn wir schon mal geschafft haben, ist schon die halbe Miete. Ne? Montag ist aber, weißt du eh, der zählt aber für die ganze Woche schon fast. Ja, das Einzige, was am Montag dann besser machen kann, ist der Freitag. Aber da haben wir ja noch ein wenig hin. Aber das werden wir auch wieder erleben, hoffe ich mal. Ne? Aber ansonsten hoffentlich alles gut bei euch. Schauen wir mal. 5. Sabi! Da kämen 29 Drachen zu Beginn des Streams. Ja, grüß Gott beieinander. Der Herr Gutzufuß, der Mr. Thyreus, der Herr Trick, die Frau Sabi und der Herr Prof. Valentine ist auch am Start. Sabi, vielen lieben Dank für deinen Raid. Grüß euch mit, das ist Jing auch am Start. So erwischt. Ja, verdammte Tat, hätte ich fix. Hab ich wieder nicht schnell genug gewesen. Ich muss mein Hobby überdenken, Mann. Ich darf nicht Tennis spielen. Das glaube ich ist nichts für mich. Geschwind einmal Hallo sagen. Ja, sagt einmal geschwind Hallo. Grüß Gott beieinander. Sabi, vielen lieben Dank für den Raid. Ich hoffe, du hast einen zauberhaften Fortnite-Stream gehabt. Ich hab's in der Ankündigung halt mitgekriegt. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, Raid zum Schauen. Ich war in der Arbeit und dann noch auf der Baustelle und jetzt bin ich grob vor 10 Minuten selber an den PC gekommen. Aber ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt. Für alle, die mich noch nicht kennen, grüß Gott beieinander. Ich bin der Bazi. Ich komme, wie ihr Herz ist, nur sehr, sehr, sehr deutlich. Ich komme aus Niederbayern. Ich spreche ausschließlich Niederbayerisch im Stream, also quasi Dialekt. Bei mir gibt es halt Lords of the Fallen zum Singen. Ein Souls-like-Titel, das wir jetzt die letzten Tage schon sehr stark genossen haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich und meine Person habt, braucht es halt nicht schauen oder irgendwie zurückhalten, stellt es gern. Und wenn es irgendwelche Leute gibt, die wo meinen Akzent nicht verstehen oder meine Sprache nicht verstehen, einfach im Chat schreiben, noch fragen. Überhaupt kein Thema. Ich bzw. meine Mods oder die Community generell übersetzen gern. Schön, dass du habt. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Aufenthalt und hoffentlich habt ihr einen schönen, angenehmen Montag und einen Wochenstart. Gut, ne? Und schön, dass du habt. Nice Fortnite-Runden und miese Killer-Runden. Stimmt, ihr habt noch DBD gespielt, glaube ich, ne? Wie kannst du nur arbeiten? Ja, das frage mich, mach mich selber, wie ich das hinbringe. Sag mir, wie es ist. Ich bin klassisch überfordert gerade. Ja, ja. Verstehe ich. Bryce Solidary. Ja, das mit der Überforderung, das kenne ich. Das kenne ich. Vor allem, wenn so bald gleich ein Raid reinkommt, dann bin ich auch gleich massiv überfordert. Aber schön, wenn so schöne Runden oder generell ein schöner Stream halt hast, das freut mich zum Hören. Ich muss gleich in Lörgen, muss leider weg, bis sicher nachher noch da. Ja, mein Stream heute geht bis spätestens Viertel nach 7. Frau Bazi und ich werden heute noch Essen bestellen. Wir speisen heute zusammen. Aber ich schätze mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich dann noch da bin, Sabi. Aber schau mal, vielen lieben Dank für deinen Lurk und nochmal vielen, hast du überhaupt einen Shoutout gekriegt? Ja, hast, okay. Aber nochmal vielen lieben Dank für deinen Raid und ja, danke für deinen Lurk. Nein, ich bin schlafdamisch. Warum bist du denn schlafdamisch? Was hast du wieder angestellt? Wieder gesucht für die ganze Nacht, oder was? Nein. Ja gut, Freunde der Sonne. Was ist mit dem Montag geschafft? Das ist schon mal was. Ja, genau. Okay, Freunde der Sonne. Wie erwähnt, wir spielen halt Lords of the Fallen. Ein bisschen unschwer zu erkennen da auf der Seite da drinnen. Ne? Wir tun da halt weiter. Wir haben gestern massives Backtracking betrieben, was sich unfassbar gelohnt hat. Wir haben auf dem Schnulzauffahren mit 2 neuen Gebieten kennengelernt. In dem einen davor haben wir immer noch, da werden wir uns auch weiterhin noch umschauen. Wir werden uns auch noch mal ein bisschen detaillierter umschauen. Und dann müssen wir schauen, was auf uns zukommt. Ne? Ich warte förmlich nur drauf, eigentlich warte ich nur förmlich auf 2 Sachen. Erstens, dass mein OBS wieder crasht. Das kommt in letzter Zeit leider öfter vor. Ich werde morgen versuchen, die Zeit zu finden, das zu updaten und dann wahrscheinlich mein ganzes Setup wieder neu einzurichten, weil OBS-Update einfach ein fucking Hurensohn ist. Und das zweite, auf was ich warte, bis der nächste Mainboss kommt. Das kann jetzt eigentlich nicht mehr allzu lang dauern. Wir haben erst einen fucking Mainboss gemacht. Da wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit mal massiv auf die Nase geben. Vermute jetzt einfach mal, ne? Ansonsten ist der Fahrplan halt eigentlich klar. Wie gesagt, Stream halt etwa bis, oder was heißt etwa, spätestens bis Viertel nach 7. Ich muss zeitlich dann weg. Aber ich glaube, das ist in Ordnung, ja?
Deswegen da ich sagen, schauen wir langsam ins Spiel. Jetzt ist genau fast 5, fast pünktlich. Ja, bis das jetzt los auf der Fallen aufmacht, ist wahrscheinlich eh genau 5. Und dann meine ich, passt das auch. Hätte ich fast behauptet. Ne? Jetzt hätte ich fast Yu-Gi-Oh! aufgemacht. Ja gut, das hätten wir auch mal spielen können. Aber gut. Machen wir da mal leise. So, was hat das eingeschrieben? Nein, ich hab Fieber gekriegt in der Früh und hab untertags 6 Stunden pennt. Fahrplan ins Totenreich mit der Laterne. Es sei erst einmal von Herzen gute Besserung seitens von mir und der Bazi-Gang. Ich hoffe, du kommst ganz schnell wieder auf Fürs. So wollen wir natürlich nicht, dass der Montag anfängt. Ne? Und ich hoffe, du kannst nachher massiven Schlaf nachholen. Ne? Also ich wünsche dir von ganzem Herzen. Und trotzdem schön, dass du die jetzt, anstatt dich hinzulegen, da Mod-Arbeiten verrichtest. Ja? Ich wollte da gerade sagen, du musst das jetzt nicht tun, wenn es dir Trecker geht. Aber, ne? Weißt du, wie es ist. Power-Nap eskaliert vielleicht. Achso, ja, nein, das hat sich gerade erledigt. Krankenscheinurlaub. Ja, gerade, dass du halt von mir kein Krankengeld nicht kriegst, weißt du eh. Aber gut, das wird man schon irgendwie umbringen. Hoffe jetzt einmal. So. Weiter tun wir. Was mir jetzt vorher gerade noch eingefallen ist, bevor ich überhaupt den Stream gestartet habe, wir haben ja vorletztes Mal haben wir in den Lichtschnitter-Boss reingerannt, quasi der, wo beim Tutorial auch uns Hops Nummer hat. Und da kann man vielleicht auch noch mal irgendwann hinschauen, ob wir den jetzt mittlerweile schaffen. So, ich will mich auf alle Fälle noch mal da oben umschauen, wo wir da gestern rumgestaxelt sind. Weil, da hat man nämlich noch aus welchem Grund auch immer ins Reich der Toten gehen können und ich weiß nicht warum. Da muss irgendwas geben. Außerdem müssen wir irgendwo noch einen Schlüssel finden für das Gebiet, damit wir eine gewisse Tür aufmachen können. Und das müssen wir herausfinden, wo das ist. Die Community ist so abgerichtet, dass brav sind im Chat, geht man selber um die Anwesenheit. Ja, die scheiß Bolzen Deppen haben gestern auch anwesend bin. Aber das stimmt, Mr. Seitschenk, unsere Community ist eine sehr, sehr brave Community, die verhält sich immer sehr, sehr vorbildlich. Ja, da gehen Props an die komplette Bazi-Gang und auch an die ganzen Drachen raus oder wer immer in der Bubble vorhanden ist. Alles lauter zauberhafte Communities. Da kannst du ja überhaupt nichts sagen. Da können wir schon ganz gewaltig stolz auf uns sein, gell? An dem Schwerte eines Mannes sieht man Bazi-Kannes. Dabat 1 GG Dabat 1 Fail. Was ist mit meinem Johannes? Ich verstehe die Frage nicht. An dem Schwerte eines Mannes sieht man Bazi-Kannes. So, Fichteli, vielen lieben Dank für deine 23 Monate. Holy shit, du bist auch schon ewigst lang dabei. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Weiterhin ein herzliches Willkommen in der Bazi-Gang. Dankeschön, ich hoffe, dir geht's gut. Wie war dein Montag? Bratpfannenli. Ist jetzt nicht mehr das gusseiserne Li? Aber ist mir da schon wieder was ausgegangen, oder was? Ja. Werfen wir erst einmal bei Hacke ins Gesicht, damit ja nichts passiert. So, ich werde einfach mit Gift umkippen. Ab 24 Monaten wird der Barcode auf dem Arsch tätowiert. Picture it didn't happen. Wichtig, ich sage in meinem Stream nichts, was du später bereuen könntest. Ne? Du hast das Ganze schon mal miterlebt. Ne? Also, quasi nicht persönlich miterlebt, aber du warst anwesend. Ne? Wie die einen oder anderen da einen gewissen Spruch gedrückt haben und das dann bitter bereut haben hinterher. Oder auch nicht, je nachdem. Und Spotty, habe die Ehre. Grüß dich Gott, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, nicht nur der Bart. Wir haben die Wifi auch dezent zum Streamen gezwungen. Wer habe die Ehre, grüß dich. So, jetzt müssen wir da mal schauen, weil ich glaube, das ist doof gewesen. Und warum liegt da überhaupt der Loot hinten, ist die Frage. Das ist äußerst sass. I don't like this shit. Ein Bekennerkolben, ja genau. Das mit Wifi hast du nicht mitgekriegt.
Ja, die Wifi hat einmal so einen Spruch gedroppt. Ich hab den Shoutout, by the way, immer noch nicht geupdatet, glaube ich. Das muss ich einmal machen. Keine Ahnung. Die Wifi hat einmal vor einem Jahr ungefähr, vor so ziemlich genau einem Jahr, hat sie mir den Spruch gedroppt. Ja, du, wenn ich 50 Follower hab, dann streame ich. Das ist schneller gegangen, als du schauen kannst. So, und jetzt haben wir einen weiteren Streamer in unserer Community seit geraumer Zeit. Ne? Das ist die Wifi. Und wir sind stolz drauf. So, warum kann man da... Aha, sechst du es da. Da ist nämlich eine Lotte, die habe ich gestern gar nicht gesehen. Ja, dann werden wir da mal verloren. So. Einer habe ich alles hier. Aha, sechst du, da haben wir gestern gar nicht gewinnt. Das ist ein Dementor auf Wish bestellt, wenn es mich kostet. So, schauen wir mal. Oh ja, sei oder Fichteli, eine Shoutout-Welle war wieder mal zauberhaft. Wir brauchen eine Shoutout-Welle, Mann. Birgit habe ich dir. Gern. Bei mir braucht sie keiner für Shoutouts bedanken. Ehrensache. Leute, checkt die ganzen Streamer mal aus, die wo jetzt gerade geschautoutet werden. Das ist nein. Hast du den schon mal getriggert? Ich glaube, das war der Jubiläums-Trigger jetzt, oder? Aha, okay, ja, da gibt es auf alle wieder nichts. Ich muss also erst mal schauen, ob wir da irgendwo aus dem Reich der Toten rauskommen. Ich will hier nicht sein. Das ist ja eine komische Geschichte. Warte mal, da kommt man in den Turm rein, da wo ich gestern die ganze Zeit gerätselt habe, wie man da wohl reinkommt. So war das ja schon ein oder zweimal. Ja, okay. Verbesserter Umbrallgräber, wo es auch immer das ist. So, oh nein, Fallpassage, das gefällt mir nicht. Oh. Manasteinklumpen, ja, wo haben wir? Jetzt haben wir da innerhalb. Was ist denn das schon wieder so eine Dreckskirche oder was? Ah, da kommen wir aus dem Reich der Toten raus, das ist gut für uns. Ah! Ich liebe den Song. Ich hoffe, dir ist der Shoutout, der personalisiert. Ist sogar Shoutout, ist ein Welcome-Sound. Ich hoffe, er passt so. So, jetzt passt's auf, jetzt muss ich da erst einmal schauen, was da überhaupt Phase ist, weil wir haben ja gestern haben wir ja gerätselt, wie zum Fick man die Tieren da aufmachen kann. Ja, jetzt wissen wir's. Ja, genau, da haben wir nämlich herkommen von der Treppen. Da siehst du, jetzt können wir nämlich jederzeit da einer. Okay, beim Augenarzt gibt's kein WLAN, warte eben mit LT-Netz. Ja, RIP-Datenvolumen. Hier geht RIP-Datenvolumen. So, was ist jetzt da Phase? Da hinten ist ein fettes Item unter der Maral. Ah, da haben zwei Marals. Das letzte Mal, wo wir mir Marals gesehen haben, Freunde der Sonne, ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Es war nicht so gut für uns. Aber gut, jetzt wollen wir mal schauen. Da ist auf alle Fälle irgendein so ein Fetter hinten, dem kann ich jetzt von da blöderweise aber nicht anvisieren. Und ich bin mir fast sicher, dass da noch irgendwas anderes groß umeinander rennt. Der Bossraum, das schließt jetzt einmal schwer aus, weil da haben kleine Gegner auch drin. Ich gehe jetzt mir nicht davon aus, dass das ein Bossraum ist. Aber irgendwas grunzt da so saublöd und das gefällt mir nicht. Gut, wir haben aber jetzt notfalls den Shortcut offen, wo wir dann jederzeit wieder da einige können. Das ist natürlich auch eine ganz geschmeidige Geschichte, wenn es mich fragt. So, das gibt's nur für Privatpatienten. Achso. Ja gut, jetzt droht man da meine ich einmal so einen Sackel Munition.
Weil den Teufel da hinten werden wir mal dezent vergiften, wenn es pressiert. So, und bevor wir den triggern, kann man da aufmachen. Tatsächlich, kann man auch machen. Sehr gut, nächster Shortcut. Das ist sehr, sehr gut für uns. Perfekt, jetzt haben wir nämlich da herin. Und da hin kann man theoretisch auch gleich machen, oder? Aha, da ist was versteckt. Ja, das ist gut, dass ich da vorenkere Augen habe und hab's nicht und ihr euch da nicht getriggert fühlt. Ah, see what it is, man. Große Delirium-Splitter, das ist gut. Ja, mach Derillium. Mach ich für uns einen Delirium, wie auch immer. So, jetzt schauen wir mal, was da Phase ist. Da gibt es auf alle Fälle noch einiges zum sehen. Und einfach gnadenlos in der Embryostellung. So, was ist da? Nein, da machen wir nicht auf. Da marschiert nämlich der andere draus umeinander. Den wollen wir jetzt nicht triggern, wenn es nicht sein muss. Ich habe heute massive Probleme beim Verstehen. Scheiß Montag. Ach du Scheiße. Fichterli, auch für dich, trotz dessen, dass du schon so lange dabei bist, jederzeit nachfragen, ne? Pro-Tipp am Handy Stream schauen auf 420p. Man sieht was und viel weniger Datenvolumen. Ja, da hast du grundsätzlich nicht unrecht, Mr. Seijing. Das hängt aber auch davon ab, mit wie viel kbps ein Streamer das ins Internet rotzt. Und da das bei mir 8000 sind, ist die Qualität dieses 480p Streams relativ hoch. Das heißt, es kann da passieren, oder da kann der Birgit in dem Fall passieren, dass sie auch bei 480p ein Buffering drin hat. Ja, das kann passieren, das muss aber nicht. Oh, das ist der Ritter Kunibert, ja perfekt. Hey, du hast daneben geschlagen. Wow, auf so einen Raum gehe ich zum Kämpfen ist äußerst unschön. Aber sie droppen richtig gute Items für uns. So, was ist da Phase? Gibt es da irgendwas im Reich der Toten, ist die Frage. Hallo? Nein, in dem Raum. Aha. Ja, das kostet auch ein Leben verzehren. Da wenn ich jetzt drauf gehe, knalle ich ganz gnadenlos da oben. Nope! Lieber. Moment einmal. Okay. Ja, warte mal, das da warten wir mal ab. Mit jenen Ritter gewinnst du keinen Krieg nicht, ja, deswegen bin ich ein Kreuzritter, ne? So, der Fette da hinten ist ja nicht umsonst da. Der wird irgendwas besonders bewachen, wenn du mich fragst. Jetzt schauen wir aber mal da entlang. Da ist ein Wuffi. Ja, den lassen wir mal schlafen, ja. Da haben wir Items, siehst du da. Trio-Stein-Trio, ja, okay, perfekt. Revelio, ja genau. Wingardium Leviosa haben wir ja schon gesehen in dem Spiel, ne? Da hat uns zwei Firmen ja aus der Ferne kurzerhand einmal unterstützt. Dankenswerterweise. Da machen wir die auch, weil mehr offene Tieren haben mehr gut. Sitz. Ja, scheiße. Ja, tolle Wurst. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Das ist jetzt genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte jetzt nicht den depperten Vollidioten da triggern. Vergift man erst einmal. Noch Möglichkeit. Ist der vergift? Ja, perfekt.
So, das wirft mir auch noch hinten. Da gibst du 2 auf der Stelle. Die Länge. Billinger habe ich dir, grüß dich gut. Wie geht's dir? Ich warte auf Avada Kedavra. Glaube du, da brauchst du nicht lang warten. Irgendein Boss hittet uns mit Sicherheit einmal gnadenlos One-Shot aus dem Leben. Bin ich mir eigentlich fast sicher. So, was haben wir jetzt da? Schlüssel von Abt Wernhoff. Das ist der Schlüssel, den wir gestern braucht hätten. Ja, sechstes, da schon schließt sich der Kreis. Freunde der Sonne, das hat sich schon wieder rentiert. Ich sage, Backtracking in dem Spiel wird scheinbar richtig hart belohnt. Nein, da machen wir jetzt nicht auf. Extra zu Fleiß nicht. Ja, das war halt auch klar, dass das passiert. Reparo war der Reparaturzauber. Ich meine, das war Reparo, ja. Aua. Okay. Ja, das war Bilderbuch-Moment. Das war klar, dass das in die Hosen geht. Jetzt bin ich irgendwo festgelitscht. Perfekt. Ich denke nicht. Ah, gib's der Ruhe. Ja, geht schon, auch wenn ich jetzt der einzige Lehrling im 3. Lehrjahr bin. Ja, aber das ist doch eigentlich gut, oder nicht? 3. Lehrjahr heißt, du bist am Endspurt, sozusagen. Musst du so sagen, ja? Alohomora gibt's auch. Ja gut, das hilft mir da leider nicht. Das hätte mir gestern wahnsinnig viel weitergeholfen, wenn ich da einfach mal jede Tier instant aufsperren kann. Ja, ich will jetzt dem Trottel da nicht Tier aufmachen, weil sonst, ne, die sparen wir. Sag er da, wie es ist. So, wir hätten da, jetzt pass auf, da war noch irgendwo ein Lorter, wo wir hätten aufgehen können. Aber da hätte ich jetzt natürlich da... jetzt warte mal. Da hätte ich jetzt natürlich da nicht einspringen dürfen. Pass auf, wacht. Jetzt müssen wir schnell schauen. Irgendwo können wir nämlich wieder aufzugehen. Ja, 1,5 Jahre noch, aber allein ist halt trotzdem Arsch, weil es davor schon teilweise eng war mit den Lehrlingen. Ach so, so meinst du. Ja, okay, wenn du der einzige Lehrling bist, dann kann ich es verstehen. Das stimmt. Aber hey, ich sag so, die Zeit bringst du auch noch rum. So, da hinten ist zum Beispiel eine dieser Türen, wo wir diesen Schlüssel brauchen. Und irgendwo anders ist noch ein Tier gewesen, ich weiß aber nicht mehr wo. Fix läden. So, jetzt pass auf. Ich muss mich zuerst wieder orientieren. Ah genau, da wollte ich rauf. Diese Treppe, diese Leiter wollte ich nehmen. Mir fehlt nur der Bibi, die Babi, die Bu und Hex Hex. Ah, hör mal bitte auf mit Hex Hex, das war gar nicht mein Fall. Ne? Bibi Blocksberg und so, ich weiß nicht. Meine Freundin hat früher Bibi und Tina geschaut wie ein Geistesgestörte, aber für mich wäre das nichts gewesen. Du bist jetzt so dreckig finster, da bricht doch auch garantiert irgendwas oben, oder? So. Im Reich der Toten ist da auf alle Fälle überall ein Boden. Aber ansonsten war's das. Die Sprünge sind schon sehr knapp. Wem sagst du das? Ah, da geht's noch weiter um, eh? Ja gut, das finden wir außer. Da hinten ist doch ein Leichtfeuer. Ich sag's doch von da, dass dort zum Mainboss irgendwie hingeht. Das kann man jetzt auch. Wir müssen doch irgendwann einmal einen zweiten Mainboss umklatschen. Das kann man nicht vorstellen, dass da einfach mal nichts kommt. Achso, jetzt haben wir wieder da rum. Ja, tolle Wurst.
Ja, okay. Verbesserter verfluchter Wurfpfeil. Aha. Ja, okay. Nehmen wir mal so mit. Okay, das war mir fast klar, dass die in die Hosen gehen muss. Aber okay, ist fein. Nehmen wir einfach den kurzen Weg wieder retour. Wieder da aus, setzen wir uns an unseren Ort der Gnade und dann, also Ort der Gnade, also an unseren Setzling sozusagen, dann werten wir uns geschwind auf, was wir aufwerten können. Ich habe jetzt gerade massive Frame-Drops gehabt. Und dann schauen wir mal, was mit der, was in die Tier, was da hingeht. Ja. Gut. So. Ein bisschen ein langer Laufweg ist das da jetzt aktuell schon, das gebe ich zu. So, sollte ich vielleicht einmal anfangen strahlen zum... Naja, aber strahlen, das bringt mir halt eigentlich auch nichts hier. Bringt mir einfach gar nichts, wenn ich das Skill genauso wenig wie Inferno hilft mir auch einen fetten Scheißdreck. Ausdauer habe ich eigentlich genug, brauche ich soweit nicht weiter skillen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist halt weiter für Stärke gehen, aber wie viel... Ja gut, pro Aufwertung kriege ich 3 Damage im Schaden dazu, also Hardcap haben wir quasi noch nicht. Dann gehen wir dabei noch auf Stärke. So. Da müssen wir uns auch noch umschauen, Freunde. Da hinten, da auf wie zu, da geht es ja auch noch weiter. Also das Gebiet ist schon relativ weitläufig, wenn du mich fragst. Aber das ist okay. Mehr große Gebiete sind mehr Entdeckungen. Ja, da rasen wir wieder so durch. Ah, 6 ist die hätte ich noch abmachen können, tatsächlich. Da. Wieder mal noch nachgestiefelt ist der Idiot. Aber... Ja, hier gut Seele. Okay. So, da haben wir uns ja jetzt den Shortcut aufgemacht. So, dann schauen wir, ob wir die Tiere aufkriegen. Ah ja, perfekt. Wo haben wir denn jetzt?
Gibt's da was? Tatsächlich. Tatsächlich, da gibt's was im Reich der Toten. Aha, da bin ich aber auch nicht allein, okay. Warte mal, was genau für Gegner warten da auf mich? 2 Sensenmänner. Das kann der Sanguinarix-Kreisel sein, dann kann man unsere Heilung aufwerten. Das kann aber ein vorsinnflutlicher Meißel sein. Eins von beiden. Ja, das sollte man schon fast riskieren. Jetzt war nicht ganz so einfach. Im Frieden. Heilige Quintessenz, perfekt, hat sich orientiert. Können wir unsere Heilung aufwerten. Easy. Nehmen wir so mit. So, und da haben wir auch ein Tier. Aha. Kraftstoßpergament. Okay, wo haben wir denn jetzt in Gottes Namen? Das Gebiet ist einfach so riesig. You look exhausted, Pieter. Do you bring any better news? I'm afraid not, my lady. The number of those affected rises, and all my blood and our healing sorceries can do is offer temporary relief. And little at that. This disease is unnatural. And I believe I know why. My lady, I believe this corruption to be Rogar in nature. Impossible. The beacon stand, and Adir and the Rogar remain imprisoned. I assure you, Continue tending to the ailing as best you can, until you find the true cause of this malady. I have every faith in you. Ah, ja gut, okay, da geht's um die Pieter auf alle Fälle. Ah, da ist wieder so ein dicker, ja, toll, herzlichen Glückwunsch. Geh weg, du Gichtkopf. Okay, irgendwie müsstet ihr mal schauen, wo ich da jetzt aus dem Reich der Toten rauskomme. Ist jetzt nämlich gerade gar nicht so flauschig, wenn du mich fragst. Gut, man kann halt im Notfall auch noch mal schnell geschwind rosten. Das darf jetzt auch funktionieren an der Stelle. Feierabend, habe ich dere. Ja, weiß ich hoffe, euch geht's alle gut und es habt einen schönen Tag gehabt, falls so einen interessiert, ich schon, mir schon und jetzt hat er Englisch, muss er Engels gleiche Stimme genießen und entspannen. Ja, wie er Engels gleiche Stimme habt, das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber merci für deinen Lurk und ich wünsche dir viel Spaß. Und wir haben, glaube ich, alle gut in die Woche gekommen. Und ich hoffe, du so weiter. Ja gut, okay. Ich gebe zu, das Backtracking zieht sich ein wenig, aber es hat sich für uns gelohnt, wir können unsere Heilung erhöhen. Unsere Heilung erhöhen ist immer gut. Und dann müssen wir mal schauen, wo es da hingeht, wo wir jetzt gerade rausgefunden haben, wo es da gibt. Ne? So, Pieter, habe ich dir.
Our holy work continues, Lampbearer. So, Sanguinarix auf plus 6, da gehst du. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through me and into you. Merci. Haben wir uns jetzt am Stein verwenden, okay? That stone, it looks different somehow. When I was a girl at the orphanage, Ach, das haben wir letztes Mal schon gehört, ja, ja. But now here, I wish I could say the same. Das haben wir letztes Mal schon gehört, okay. Gut. Wir müssen mal irgendwo der NPC, der wo da uns ja da hingeladen hat, sozusagen, mehr oder weniger, der muss ja auch irgendwo da rumstaxeln. Gibt's ja gar nicht. So, wie viele Aufwertungsmaterialien haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt 14 große Delarium-Storner. Das heißt, wir kriegen auf alle Fälle eine weitere Waffe ziemlich hoch, aufs plus 8, glaube ich sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Ich sag's euch aber, wie es ist. Ich weiß nicht, welche Waffe ich da nehmen soll. Die Waffen war halt OP. Die Blutehre. Die ist sogar schon auf plus 1. Aber mir geht halt einfach Strahlenattribut ab. Und das kriegen wir auch auf die Zeit nicht hin. Da brauchen wir fucking 21 Punkte in Strahlen. Das werden wir nicht schaffen. Ich mache gleichzeitig Blutungs- und Heilungsschaden, wenn ich das richtig sage. Das war halt schon geistesgestört gut. Aber das werden wir leider nicht hinbringen. Auf der anderen Seite denken wir halt, warum sollte man andere Waffen jetzt aufwerten, wenn wir mit derer dabei eh noch ganz gut auskommen. Da sparen wir lieber die ganzen Ressourcen. Die Axt des Engels schaut halt interessant aus, weil die scheint sehr, sehr massiven Schaden zu machen. Wir haben ja jetzt, unser Schwert macht jetzt 492. Das ist ein langes Schwert und das ist eine Großaxt. Warte mal, lass mich die mal ausrüsten, was kann denn die? Weil die kann ich sogar tragen. Oha. Warte mal, die hat sogar ein relativ schnell Smooth-Pattern. Es ist nicht langsamer als wie unser Schwert tatsächlich. Ich glaube, ich mache sogar was her. Die testen wir jetzt, glaube ich, einfach einmal. Weil warum nicht? Ja, die ist jetzt schon stärker als unsere jetzige Waffen, meine ich, oder? Die macht 467, gut, okay, 492. Die werden wir... Okay, die kommt ja aufs Gleiche dann wahrscheinlich am Ende. Die kommt ja am Ende wahrscheinlich sogar aufs Gleiche. Ja gut, okay, dann lohnt sie sich wahrscheinlich eh nicht. Aber okay. Ich will nämlich schnell zu unserem Geisterhändler schauen. Wir haben nämlich, wo auch immer, 2 weitere Augen gefunden und da möchte ich mal schauen, was die für eine Wirkung haben. Ob wir den nicht in unserer Laterne einsetzen. So, wir haben aktuell drin, dass wir 8 Sekunden nach dem Wechsel nach Umbral immun gegen Schaden haben und einmal haben wir drin, dass die Heilungseffizienz in Umbral erhöht ist. Schauen wir mal, was haben wir denn da noch? 8 Sekunden Umbralwelt, erhöhte Betäubungsdauer bei Seelenschinder. Und geschwächte Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn ein Feind mit einem... Ja, okay, das lohnt sich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Okay. Dann fahren wir eigentlich mit dem, was wir jetzt haben, eh am besser tatsächlich. Okay. Okay. Na gut, dann schauen wir weiter. Wieder hin zum Setzling. Da war halt jetzt tatsächlich irgendwie so eine Laterne nicht schlecht, wenn wir da jetzt mal wieder eine finden daten. Der Setzling da, der ist schon gut wert, dass wir den Nummer haben. Okay. Gut, der da unten ist mir wurscht. Gut, dass ich den Weg jetzt mittlerweile schon neu zu auswendig komme.
Dann lassen wir die zumindest einmal in Ruhe. Aber sauber gedutscht, der Bursch. Oh, das war knapp. Hack it to your face, bitch! Na, geh weg jetzt von mir. Hui. Sehr gut. Mehr Deralium-Splitter Hand, mehr gut. So, dann gehen wir wieder schon auf rechts. Da wir der Hansdampf da neu rennt. Und dann gehen wir da rein. Schauen wir mal, da geht's ja irgendwo hin. Ja, die lassen wir mal beten, das ist jetzt wurscht. So. Da läuft irgendwo... Ach, da hinten ist unser Händler-NPC, da schaut's her. Haben wir ihn schon gefunden, sehr gut. So, aber da läuft irgendwo ein Dicker umeinander. Ach, da hinten kniert er, ja, okay. Laufen und Knieren sind zwei Stiefel. So. Bis dass der gespannt, was Phase ist, dabei ist er vergift. Das ist gut für uns. Bleibst du jetzt da einfach stehen? Das hätte mich jetzt aber gewundert. Der haben uns schon leichter, siehst du es doch. Muss ich beten zwar am Papier nur, aber ich gehe da mal auf Nummer sicher. Ah ja, da hinten hat auch irgendein Problem mit mir. Oh, der war nicht schlecht, okay. Ja, ich vermute jetzt mal, in dem Turm da drin ist der Mainboss, weil da hinten ist eine rote leuchtende Säule und diese roten leuchtenden Säulen weisen immer auf Hauptboss hin. Deswegen schauen wir da mal, was da Phase ist. So, da können wir mit der Laterne. Ja. Wo doch bestimmt noch irgendwo Verbrennungssalz, ich sag's so wie doch. Wo wir mal wieder ein Flammenschwert kämpfen. Achso, da kann man aus dem reichen Toten wieder raus. Okay, ja gut. Haben wir es vielleicht umsonst ausgerüstet, aber okay. Macht jetzt nichts. Heiliger Schutz. Ja, okay. Wahrscheinlich haben wir es mit einem Heiliggegner zum Tor. Ah, das ist der Shortcut dann da einer. Okay. So, komme ich da auch schon aus, weil dort hat unser NPC stehen. Ah, da komme ich sogar schon durch, ja. Schaut halt auch geil aus, gell. Da hinten ist auch ein rotes Licht. Also haben jetzt im Endeffekt zwei Mainbosse relativ nah bei... 3 Mainbosse nah beieinander. Da einer und da mit dem... Ja gut, das war mir fast klar. Okay.
So, servus. So you still live? After a fashion, Revenant. This threshold will mean nothing to you. Yet it was once forbidden for any man to set foot on the grounds of the Abbey. Just one of the many edicts to crumble with the Order's collapse. Still, I hesitate to trespass. But our Immaculate Lady waits beyond. So trespass I must. Boah, leck die haben da Unbefleckte da drinnen. Judge Cleric cannot know what's become of her hallowed sentinels, or the land we were sworn to protect. She would never allow such atrocities to be committed in her name. I just need an audience with her. When she knows the truth, she'll purify the Order, and the Rogar can finally be driven from this holy soil. Pietar is certain of your role as a servant of Aureus' will. I've yet to see enough to believe that. But I'll admit, there's time yet. In Radiance, Judgment. Der verkauft mir sogar Dasein-Stuff. Was hat denn der da alles? Giftwurf, halt das. Heilige Granaten, okay. Jetzt haben wir da oben haben wir 2 Ringe. Erhöht maximale Munition. Ein Ring, der einst von einem obersten Beschützer getragen wurde. Verbessert die Balance. Okay. Der hat auf alle Fälle 2 Ringe. Aber sonst nichts Relevanz für uns. Was hat er da noch? Ja, okay, das sind die Startwaffen. Okay, ja gut. Our Immaculate Lady will bring redemption. Das heißt quasi, wenn ich da weitergehe... werden wir wahrscheinlich da hinten kommen, sprich da hinten kommen wir dann auch zu einem Boss. Also vermute ich jetzt mal, ich weiß ja nicht sicher, aber es schaut halt so aus, wie wenn wir dann da oben kommen. Okay, was ist da runter? Da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Ja, und da oben ist halt der Turm, ja, da müssen wir halt auch noch irgendwie rein, gell? Ja, so viele Wege und so wenig Zeit, sozusagen, ne? Aber jetzt schauen wir einfach mal. Okay. Das mit den roten Blüten schaut halt auch richtig geil aus. Jetzt auf alle Fälle nach oben weg. Das ist ja schnell vergift. Wir sehen halt nur einen Mainboss, habe ich gehört. Ganz ehrlich, ja, ich glaube es auch. Und nochmal ganz ehrlich, die Aussage werde ich zwar jetzt bitter bereuen, wenn ich die triff. Ich hoffe es persönlich auch, weil ich möchte einmal wieder so ein richtig geiler Boss machen. Bin ich ehrlich, auch wenn er mich rasiert und komplett hops nimmt, aber irgendwie da ich schon feiern, wenn wir heute mal wieder einen Mainboss haben. Brodelnder Kraftschädel, okay. Ah, mal mit der Lampe checken da, weißt du eh? Mit der wir nicht Schnecken checken, mit der wir, weißt du eh? Lampen checken. Aber das mit den roten Blüten, das schaut halt schon geil aus. Erinnert mich so ein bisschen an Sekiro, tatsächlich. Ja gut, da braucht man jetzt Reich der Toten, aber das sparen wir uns jetzt mal, weil ich weiß ja nicht, was kommt. Weißt du eh, was es ist. Schon wieder gelogen. Da vibriert die Lampe auf jeden Fall. Irgendwo kann man da aus dem Reich der Toten raus. Da kann man einen Setzling setzen. Ja, tolle Wurst haben wir nicht. Ah doch, haben wir sogar. Da war es tatsächlich zum Überlegen. Weil der Weg daher ist dann schon mal gar weit. Weißt du, dir sagt mir da noch einen Setzling hin. Ja, das machen wir so. Das glaube ich ist eine vernünftige Entscheidung.
Schaut halt schon geil aus, gell? Also da oben ist auf alle Fälle ein Boss. Und den da hinten, das war der Wurzelheini, den wo wir schon umgedüdelt haben. Da unten am Feuergebiet, wohl oder übel. Und dahinter. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Well, I guess it's boss time. Abtei der Heiligen Schwestern. Äbtissin Ursula. Alter, was ist mit der da? Boah, leck, was macht denn die für einen geistesgeschwörten Schaden? Ich sehe halt gar nichts. Ja, was hab ich gesagt? Die one-shottet uns halt fast. Aber wir machen einen sehr guten Schaden an ihr. Alter, die blöde Sau heilt sie! Aua. Stirb! Krug der Äbtissin, Wickel der Äbtissin und Überrest zusammen. Ja, mehr First Tries haben mehr gut, Freunde der Sonne. Aber holy shit, die hat richtig viel Schaden gemacht. Besserter anklagender Geist. Aber war halt wieder kein Mainboss nicht, ne? Achso, das ist unser Händler. Ah, da haben wir Laternen, perfekt. Überreste von Rosamund. Ja gut, dann da ich jetzt vorschlagen, wir gehen auch noch mal Richtung Turm. Ne? Das meine ich, nehmen wir schon mit. Bring jetzt mal Stärke auf 50. Okay, wir haben auf alle Fälle immer noch in der Abtei. Also wieder ein nice Gebiet im Endeffekt, wenn man so will. Das ist dann ein Shortcut aller Wahrscheinlichkeit noch. Vermute ich jetzt einfach mal. Wird es wahrscheinlich da auf der Ende sein, irgendwo einen Hebel geben. Der wo dann das Tor aufmacht, dass man dann da wieder herkommt. Dann geht es dann da von dem Gebiet her wahrscheinlich dann da drinnen weiter. Aber das sparen wir uns jetzt erst einmal. Wir schauen jetzt einmal Richtung Turm. Da hat man nämlich eingehen können. Steh um. Oder warte jetzt mal, bis das sie umdreht haben.
Ja, ich bin gerade auf, weißt du, ich bin gerade auf Pfadfinder. So, ne? Der Turm an und für sich erinnert halt auch so ein bisschen an Elden Ring. Da hat es ja auch diese Türme gegeben, diese Runentürme. Schaut halt fast genauso aus. Also man merkt schon, dass sie sich sehr, sehr gut an die From Software Spiele orientiert haben. Was ja nicht schlimm ist. Ne? Ich hab's eh schon mal gesagt, lieber gut kopiert, wie schlecht selber gemacht. Turm der Buße. Ja, der gesegnete Ausritter Sanisho, ja, der nächste Boss. Jetzt weiß ich ja, warum wir sowohl eine Giftresistenz als auch eine Heiligresistenz gefunden haben. Okay, da brauchen wir auf alle Fälle eine Giftampulle. Wie wirft der mit Hacki kaputt? Das ist mir scheißegal. Easy. Oh, oder auch nicht. Steh auf, Männchen, oder was? Weil der einen Geist hat, deswegen. Ah, nicht ein Geist, ein Parasit. Jetzt ist aber Feierabend, gell? Ja, immer noch nicht, oder was? Willst du mich verarschen, oder was? Ah, jetzt halt. Holy shit, wie oft hast du den jetzt bitte killen müssen? Ich hab zwar jetzt nicht ganz verstanden, warum der nicht gestorben ist, aber okay, er ist down. Warte mal, haben wir denn Giftheilung? Ja. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden, ja, tolle Wurst. Geflochtener Ring, okay. Da haben wir auf alle Fälle einen Aufzug. Orte des Turms der Buße. Okay, jetzt haben wir einmal rumdumm. Außer einen Aufzug haben wir da jetzt nichts gefunden. Dann verwenden wir den halt einmal. Easy first try. Ja, ich sag jetzt mal so, diese Sünderbosse, also die sind ja teilweise einfach ganz normale Gegner, wie du das halt in der Overworld halt auch hast. Die Hand nicht schwer. Oder nicht wirklich so schwer, ne? Du musst einfach nur ein bisschen aufs Timing aufpassen.
Okay, da geht's auf alle Fälle nach oben. Jesus, Mariah und Joseph. Hätte schon ein wenig renovieren können, Toring, gell? Der Monat, dass du nicht willst. Okay. Ah, dieser Turm, wo wir wieder so versprungen. Oh, leck. Wie viele Sprungpassagen soll der Turm haben? Der Turm, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, das kann lustig werden. Da haben wir einfach wegbomben, den Wumms. So. Da hinten steht einer drin mit einem Eisenkopf, der wo Bett. Da ist dicht. Ja, wenn du da herkommst und runterfällst, das war natürlich keine schlechte Geschichte, nicht, gell? Schau mal, vielleicht bist du zu schlau. Nicht? Wenn ich der Hacke aufwirf? Ui, das macht aber ganz schön viel Schaden. Ja gut, von da kann er mir ja nichts da abbissen davon. Was die kann da aber auch helfen, gell? So, ich verstehe die Frage schon. Ich soll halt aber jetzt langsam trotzdem am Start irgendwie eine Möglichkeit finden, aus dem Reich der Toten zurückzukehren, sonst wird das da gleich ein ganz unschönes Ende für uns. Da unten, meine ich, war sogar etwas. Ja, jetzt nicht Mensch. So geht's natürlich auch. Ja gut, man muss auch mal im Blendentod sterben können. Hilft doch nicht. Ja, ja, beim Rip-Counter, da hat's alle schnell, gell? Das kenne ich schon wieder, meine Pappenheimer. Da haben schnell die Burschen. Wenn der Bazi einmal hops geht. Aber dann. Kennst uns doch, ja Gott sei Dank. Ja gut, ich sag schon, wie das läuft. Du musst mit dem Aufzug auffahren, dann im Totenreich den Turm wieder runtergraben, damit du daher vorne die Tür aufmachen kannst und dann kannst du mit einem Duschen nach oben fahren und dann wartet da der Mainboss auf und ich sag doch, wie es ist. Sag ich doch, wie es ist. Aber da sagst du jetzt schon auch weit, gell? Schon geil. Wenn wir mal von da aus. Ich bin mir fast sicher, wenn wir mal ganz oben haben, dann haben wir so einen derartigen geilen Ausblick, dass du sagst, gibt's das. Auf das warte ich eigentlich gerade. Ja, schon mal, man kann den Hebel nicht sehen.
Braucht ein wenig, bis das rüberkommt, aber okay. Ja, so lange im Kreis rennen, bis uns schwindelig ist. So. Genau, ja, da musst du auf jeden Fall ins Reich der Toten. Da kommst du quasi gar nicht aus. Du musst in dem Turm im Reich der Toten agieren, sonst geht nichts. Okay, bring mal hin. Kriegst du aber dann auch zeitgleich ein bisschen an Stress, weil du darfst ja nicht zu lange im Reich der Toten aufhalten, weil sonst, ne, sonst kommen ja immer stärkere Gegner. Ja, das war jetzt so auch nicht geplant, aber okay. Das nehme ich jetzt einfach mal dankend so an. So. Nein, zu viel, ja. Ja gut, wir haben ja, glaube ich, ein paar Stückwerk zwei runtergefallen, aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. Weil dann lassen wir uns halt einfach da herfallen. Ja, das war halt auch wieder selten dämlich, was ich jetzt da habe. Mein Gott, Basi, lass doch halt Zeit. Das pressiert doch nichts. Warum hudeln? Um Hudeln kriegt man kreisliche Kinder. Ah, das war jetzt unnötig. Das hätte jetzt sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Ja, jetzt soll ich das halt wissen, gell? Da war noch eine Truhe. Echt? Da war eine Truhe? Die habe ich gar nicht gesehen. Mr. Verb? Da müssen wir besser, da muss ich besser aufpassen. Danke für den Hinweis. Als allererstes muss man mal viel mehr Zeit lassen bei dem Turm. Ja, das ist jetzt wieder so eine Passage, die machst du einmal und nie wieder. Das ist mir aufgesetzt. Ja, da hast du nicht Unrecht. Wer Souls-like-Spiele spielt, muss auch damit rechnen, dass er mal stirbt. Da hast du recht. Da ist quasi schon vorprogrammiert, dass du mal fällst. Obwohl ich jetzt sagen muss, für das, dass ich die Spiel komplett blind spiele, schlage ich mich erstaunlich gut, was Rippen bei Bosse angeht. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt bei einer keinem Boss, ich will mir jetzt nicht hundertprozentig festlegen und irgendein Wissen verbreiten oder irgendein einen Satz sagen, der wo vielleicht nicht stimmt, aber ich lehne jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass wir bei einer keinem Boss mehr wie 3 Versuche gebraucht haben. Und so wie WB. Ich hoffe, der druckt den nicht mehr. So. So schwer wie der gewesen ist, nicht mehr muss. Da hat sich pressiert. Also da, wo du gesagt hast, dass du zweit runtergesprungen bist. Also beim ersten Mal, okay. Also das war ja auch nicht geplant. Ne? Ich bin halt einfach das Blöd zum Springen gewesen. Ne? Ich hätte mir einfach nur ein bisschen... Ja, aber so Passagen kennt man auch als Souls-like-Spieler. Ist jetzt auch nichts Neues nicht. Ja? Da hat es in Dark Souls 2 so eine Fallpassage gegeben, in einem Brunnen eine. Soll es in Bloodborne geben, das gibt es in jedem Souls. In Demon Souls gibt es irgendeinen so einen Punkt, wo du einfach nur Fallpassage machen musst. Ja. So, habe ich halt nicht gesehen, dass man da halt auch hinspringen kann. Oder sogar so weit. Okay, mehr Dusel ist verstanden, aber jetzt stehe ich halt wieder an einer Stelle, wo ich nicht weiterkomme.
Ja, perfekt. Mr. Werb, sehr gut aufpasst. Wiedergeburt Laffe. Da kann man seine Stats neu verteilen. Okay, so, und jetzt sind wir ganz sachte, okay? Jetzt sollten wir im Idealfall da irgendwie hinspringen, oder was? Nein, wir können uns auch da oben fallen lassen. Wo ich sogar Schaden gekriegt, möchtest du mich verarschen, oder was? So. Da ist doch vorher irgendwo so ein Glockenhaini gestanden, der wo... Aha, da hinten kommt man schon mal aus dem rechten Toten raus. Das ist ja schon mal was. Magst du sterben? Dankeschön. Jetzt spawnen da zwei so Pseudo-Golems erinnert. Da ich den Punkt nicht aktivieren kann. Jetzt ist aber mal Ruhe. Da darf ich jetzt. Dankeschön. So. Ist gleich angenehmer, wenn man nicht im rechten Tod umeinander geistert. So. Da hinten kannst du wieder einen Samen sitzen. Da oben läuft irgendwo ein anderer Idiot umeinander, aber gut, der interessiert mich jetzt eher weniger. Da hinten ist noch einer drin. Boah, da ist in der Mitte der Ohrleg, da geht's noch weit oben. Alter Falter, bist du bescheuert. Da geht's noch richtig weit oben. Schaut, dass die alle so schlau haben und nicht ins Loch rennen. Wow. Wow. Jetzt wird's mal langsam ein wenig zu bunt darin, gell? Ja, und tschüss dann. Okay, bye! Das ist so geil, dass du das so baiten kannst. An die Spieleentwickler, ich weiß nicht, ob ihr das so gewollt habt, aber es ist zauberhaft. So, die Fallpassage können wir uns jetzt sparen. Passt, die haben wir auf. Um nichts anderes ist es uns gegangen. Da haben wir wieder eine Truhe. Runentafel, das ist die dritte und letzte, die unser Schmiedin braucht. Dann haben wir das also auch erfüllt. Es müssten 3 Schmiedetafeln sein insgesamt. Da hinten ist ein Hebel, den wo man hebeln kann. Wahrscheinlich ist der... Was für Schlüssel wird da benötigt? Moment einmal. Ankreuzschlüssel. Okay, ja gut. Zauberhaft, den haben wir nicht. Ich hätte das auch können, gell? Da geht's auf alle Fälle noch ziemlich weit oben. Gut, den Shortcut da haben wir ja jetzt tatsächlich. Warte mal, da ist ein Engel dran. Ja, fast. Ja, okay, nehmen wir mal die Leiter. Das ist halt auch so in der Zeitung gestanden. Das zum einen... Ja, was soll ich denn da machen? Also seien wir nicht besser. So, schau, dass du weiterkommst, du Arschkeibe. So, und wo ist jetzt dieses Arschloch, was wieder mit seiner scheiß Armbrust umeinander tut? Du hast ja wirklich gar keine Hobbys nicht, oder? Da ist halt einfach eiskalt nur mehr einer. Mistbratz. Kannst du auch wieder einen Samen einsetzen? Du musst halt jetzt in jede Zelle schauen, ob die nicht irgendwer über den Haufen jietet.
Schwacher Kraftschädel, okay. Da ist ein Dicker drin. Ah, schade, da haben wir noch zu. Was ich jetzt auf gar keinen Fall brauchen kann, das ist so ein Idiot, der wo meint, der ist witzig, wenn er mir mit Bolzen ins Gesicht schießt. Kann man einen Gifttypen vergiften? Ich vermute fast nicht. Aber wir probieren es trotzdem. Aber das, glaube ich, funktioniert nicht. Das Visieren ist manchmal ein wenig komisch, gell? Aber ich glaube, ich bin hier. Nicht einmal. Ring. Was ist denn jetzt wieder? Der steht auch noch mehr auf, ja, tolle Wurst. So. Der Bier hat leider schon wieder Gift. Und da setzt da unten einfach mal. Da ist ja nur mehr einer. Weil du möchtest mich verarschen oder was? Wie viele Handen da jetzt von denen? Ich will jetzt einfach mal rauf. Was mir am lecker. Der haben wir den Hebel hebeln. Also okay, alles okay beim Arzt. Hab auch nichts anderes erwartet. Sehr schön. Achso, jetzt gehen die Dinge hinterher und dann komme ich da unten durch. Ja, okay. Besser das Giftmesser. Gut, die haben halt dafür langsam ohne Ende, die zwei, gell? Das muss man halt fairerweise dann auch sagen. Okay, das ist eine Tinktur. Wir können jetzt gleich irgendwas rausgeflogen, weht man? Beziehungsweise das bricht einfach ein.
ein wenig Zeit im Auge behalten. Ja, das ist ein Giftmischer. Aber warte mal, die kann ich doch bestimmt da oben ziehen, oder? Fuck, nein, kann ich nicht, weil ich keine Ladungen mehr habe. Goddammit! Na gut, dann probieren wir es konventionell. Wo ist er jetzt? Da einer? Hä? Wo sind die jetzt hin? Was bin? Hä? Bin ich jetzt blöd im Kopf oder was? Der war doch gerade eben noch da. Hat's den runtergejietet oder was? Ja, gut, nicht mehr. Jetzt von die da weg. Damit ich da oben gehen kann. Oh, leck, wo führt denn das hin? Aha. Ja, ja. Ich hab die schon erlurt. Das ist jetzt äußerst ungeil da drin. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, die los ich stehe, die haben so langsam, die Typen. Ja, wenn er gerade er schon, weißt, wenn mir schon wieder einer mit der Lord, auf der Lord mit so einer scheiß Armbrust bearbeitet, da klang ich schon wieder. Irgendwie ist der gestorben und ich weiß nicht warum. Da muss ich jetzt da oben oder? Okay. Katalyster strahlenden Reinigers, okay. Feuersalze. Brauchen wir immer noch den Schlüssel, okay. Boah, leck, wo haben wir denn jetzt? Wir haben 2 Überrestsamen. Sollte man eigentlich schon fast in Erwägung ziehen, dass wir das tun. Ja, das tun wir jetzt auch. Sag's Ihnen ganz ehrlich, wenn nicht, dass ich jetzt in irgendeinen Boss reinrenne und dann kann man Pfotzen an die Tische kehren. Weil dann machen wir das nämlich jetzt so, dann gehen wir nämlich die Runentafel ab für unser Schmieden. Weil da haben wir jetzt die 3. gefunden und dann schauen wir genau da weiter. Entweder ist der Mainboss ist entweder ganz unten im Turm oder ganz oben. Ich vermute fast ganz oben. Weil du musst nicht umsonst die ganzen Aufzüge da aktivieren. The final tablet. Give it to Galinda. With that tablet, Galinda will have no further use for me. But in my possession,
it will allow me to finally cast off these shackles. All I ask for, traveler, is my freedom. You shut your mouth. Don't do anything Shut your mouth. foolish, human. Not when we're both so close to getting what we want. Just think of the power Gerlinde can give you. Ja, ich sag jetzt mal so, ich werde das sowieso der Gerlinde geben. Erstens einmal, weil das eine sehr zweifelhafte Kreatur ist und ich mir nicht sicher bin, was das eigentlich darstellen soll. Und zweitens einmal sage ich keinen Grund oder ich hab da keine Befürchtung, dass sie irgendwann einmal korrumpiert und böse wird, weil sie ist unser fucking Schmied. Es hat noch kein einziges Souls-Light nicht gegeben, wo der Schmied seinen Hammer ins Kreis einhaut. Yes! Gerlinde can already hear its sweet secrets whispering to her. A predictable choice, traveler. Perhaps I was foolish to expect another. Oh, now don't be sour, Sparky. Sour. All that wonderful runic knowledge you so selfishly kept locked up in that big head of yours can now be put to use by someone who recognizes its value. Work like this takes time, human. But Gerlinde will have a little something for you soon enough. Ah ja. So, was hat uns das jetzt gebracht? You again. Boah, du kannst jetzt die großen Splitter bei ihr kaufen. Okay, das hat sich wieder auf alle Fälle gelohnt, weil jetzt kannst du nicht einfach gefühlt jede Waffe auf... Also, du kannst im Endeffekt jede Waffe jederzeit auf +9 bringen. Das ist jetzt schon richtig stark. Ich meine, die Dinger kosten zwar 1500 Seelen, aber Seelen hast du da relativ schnell beieinander. Das ist jetzt schon geil. Highlander, habe ich die Ehre, grüß dich Gott. Alles gut bei euch? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe bei dir auch. So, aufwerten können wir sowieso noch nicht, dann investieren wir wieder in ein bisschen Moon, weil mehr Moon, mehr gut. So, schaut gut aus. Gut, Leute, wir verdrödeln mal nicht lang Zeit, wir tun mal genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Soweit passt alles bei dir, das freut mich zum Hören. Schön, dass du gut durch den Montag gekommen bist. So, keine Ahnung, wo uns das da hinführt, wir werden es rausfinden. Das scheint wohl irgendein Verlies zum sein. Ja, wenigstens die Idee kommen. Wo wenn jetzt da hinter Laterne ist, dann flippe ich aus. Oh, Freunde, mein Boss. You would defile this sacred place with this horror. With your very own hands. Monster, does your blasphemy know no bounds? If only it were that easy. Brother, we have a guest. Another sinner. Oh, leck, schaut der geil aus. Tankred, Meister der Geißelung. Au. Au. Oh, der hat einen Mal am Boden. So haben wir schon fast gedacht, damit ihr nicht einfach heilen müsst. Okay. Dann habe ich ein Fett Roll. Der hat einen Geist.
Okay. Ja klar, so einen heiligen Mega-Hyperstrahl oder was? Perfekt. Alter, bin ich so gut oder haben die Bosse so schlecht? Oder hat der zweite Phase? Das kann natürlich auch sein. Oh, der hat eine zweite Phase. Okay, hätte mein Maul halten sollen. Und Mike habe ich die Ehre. Pain. Not so satisfying when you're on the receiving end. Now you will know darkness, brother. Warum verstümmeln sie Bosse immer selber? Ey, du hast da was im Auge. WTF? Reinhold, der eingemauerte, der schaut nicht eingemauert aus, wenn du mich fragst. Au. Okay, heilen lassen die so schnell nicht. Okay, wo ist dem sein Opening bitte? Na gut, wir gehen sowieso drauf, abgesehen davon. Aber... Okay. Der erste Boss, der 2 Phasen hat, der wo jeweils 1 Lebensleisten hat. Okay. Das hört sich an wie ein Himmelfahrtskommando. Nein, wir gehen sowieso drauf. Ja, da haben wir. Da war jetzt klar, mit so einem Fitzel Gesundheit, da wird das schwierig. Aber ich hab mich schon gefragt, ob wann das in dem Spiel kommt, dass man mal einen Boss hat, da wo man 2 einzelne Phasen hat im Endeffekt. Motivations Resub. Dabats 1 zauberhaft, Dabats 1 Herz, Dabats 1 Herz, Dabats 1 Herz. Ein Motivations Resub. Danke dir, Mike, für deine 23 Monate, Alter. Vielen lieben Dank. Ja, die Motivation, die kommt auf alle Fälle, ja. Vielen lieben Dank für deinen Support. Was ist jetzt das da für eine Geisterei, oder? Ich verstehe die Frage nicht. Willkommen heißen. Moment, ich habe noch nie gesehen, Freunde, müsst das probieren jetzt aus, weil ich nicht weiß, was das ist. Unterstützung von Wie jetzt? Ich komme... Hä? Wait a minute, ich komme da jetzt ernsthaft... Ich will das jetzt einfach probieren, weil... Hä? Warte, ich schau mal bei einem... Ja, wo ist die jetzt? Hä? Warte, ich schau mal bei einem Boss, dass man sowas machen kann? Das ist jetzt zum ersten Mal, oder? Ich kann's beschwören für einen Bossfight.
Ach, echt? Ja, das ist, ohne Scheiß, das ist mir noch nie aufgefallen. Bin jetzt ganz ehrlich. Ja, okay, das, wenn ich jetzt gewusst hätte, ist... Ja, na okay. In Elden Ring, ja, es gibt's eigentlich generell in jedem Souls-Spiel, aber ich hab's halt da jetzt noch nicht gesehen auf diese Art und Weise. Ach, tatsächlich, die Hälfte, jeder hilft mir jetzt wirklich. Ja, okay, das macht's halt aber das macht's halt brutal einfach, gell? Wenn sich der Boss komplett auf den NPC konzentriert und die hat auch nicht so viel Leben, dass man sagt, okay. Okay. Aber das macht's um einiges einfacher. Es ist sozusagen eine gratis zweite Phase sozusagen, ohne dass du irgendwas verwenden musst. Okay, du kannst den am 4-4 anvisieren. Jetzt will ich mal schauen. Ist der Bursche vergiftbar? Alter, anscheinend nicht so viel davor. Aha, Feuerspucker kann er auch noch. Okay, er ist wohl nicht vergiftbar. Und da holt er... Ja doch, er ist schon vergiftbar. Er hat ein ganz komisches Pattern. Der bewegt sich auch so gichtlich, dass... Sehr seltsames Move-Pattern. Okay, da wenn du noch dran stehst, kriegst du ein Problem. Sobald du irgendein Item verwendest, chargt er. Ja, perfekt. Will er mich so verarschen, oder was? Okay.
war richtig knapp. Du kriegst aber Zeit. Flammenangriff musst du auf jeden Fall irgendwie dodgen. Das ist mies, das ist richtig mies. Der spawnt unter dir so eine Lavapfützen und die macht Schaden des Obergrauens. Das ist krass. Das ist richtig krass, was das Ding Schaden macht. Er hat also eine dritte Phase sozusagen, wenn er die Flammenangriffe einsetzt. So schaut das für mich aus, ja. Er hat eine erste Phase komplett eigen, da wo er in seiner Ritterrüstung ist. Dann kriegt er seine zweite Phase, die wo wieder einen eigenen Lebensbalken hat. Und noch ungefähr ein Drittel von der zweiten Phase fängt er mit seiner dritten Phase an, da wo er dann seine Flammenangriffe einsetzt. Da wo er bei jedem Sprung oder halt von seinem Maul aus so Zeug spawnt. Und wenn du da drinnen stehst, frisst du unfassbar viel Damage. Haben wir mir irgendein Feuerwiderstandsdingenskirchen? Brandheilung, ne? Das hilft mir nichts. Brennen Widerstandsbad. Beim Basam das Verbrennen und Heilt und vorübergehend erhöhten Widerstand geht, das hört sich gut an. Jetzt ist die Frage, kann ich die jederzeit immer wieder außer Ruhe, also beschwören, oder ist es einmalig gewesen? Ach, das geht jederzeit wieder, oder was? Okay. Wie hat man das jetzt treffen können? Ich hab doch voll dodged. Ja, okay, das ist gerade richtig schlecht. Ja, das war jetzt richtig schlecht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen war das schlecht. Bist du bescheuert? Ja, komm, kill mir, weil das eh ist. Gott, war das ein schlechter Try. Ja, bist du bescheuert. Hast du jetzt keinen mitgenommen? Nein, jetzt haben wir gerade keinen mitgenommen. Obwohl ich der Testhalber mal schauen möchte, wie viel der andere aushält. Die Pieta, die fällt ja quasi gefühlt um. So mäßig. Also sie macht schon ein bisschen was, aber sie hält gefühlt 5 Schläge aus und dann ist die tot. Jetzt würde mich interessieren, wie viel der andere aushält. Schauen wir mal. Vielleicht gut eher wegen mehr. Wer weiß das schon. Ne? Ja, der darf trotzdem nicht gierig werden. Ach, aber der heilt mich sowohl als auch die Verbündeten, oder was? Also sich selber, nein, sich selber heilt er nicht. Okay, das ist wieder
aber trotzdem nicht gut, was ich da betreibe. Er muss helfen. Achso. Weil das ist so schlecht, was ich tue. Das ist gerade so grottenschlecht, was ich da mache. Ich heil, wenn er zuschlägt. Okay, dass er das zweimal macht, dass er es dreimal macht. Ja, war aber trotzdem nicht gut. Das ist nicht nur weird, wie sich der bewegt. Oh, leck, Alter. Alter, was das Schaden macht, das ist so geistesgestört. Und jetzt habe ich sogar das Anti-Heil, das Anti-Brandbalsam drin. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wann der mir seine Lücke lässt. Wann ich den angreifen kann, ohne dass er mir eine wischt. Scheiße jetzt mal auf die Seelen. Okay. Der dann kommt aus dem Nichts einfach. Oh, was? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich da jetzt angestellt habe, aber das hat massiven Schaden gemacht. Also mit so ein Grab und dann den kann ich nicht dodgen. Der kommt so nichts vorhergesehen. Ja, okay. Sobald der seine Zündelangriffe macht, wird es richtig kreislich. Weil das macht so unfassbar viel Schaden. Braucht es dann irgendwas, wenn du den beschwörst? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich fürchte fast, gegen den Boss brauchst du das, weil, keine Ahnung, in seiner zweiten, also im Endeffekt seiner dritten Phase wird der unfassbar schwer. Vor allem dann sein Sprungangriff, wo dann unterhalb von ihm so ein riesen Lavabecken auftaucht, da wo du eigentlich basically nirgendwo hindodgen kannst, weil du so und anders da drinnen landest.
Da hat aber sie tatsächlich noch mehr geholfen wie er. Aber was wir jetzt mal probieren... Okay, das Balsam kannst streichen, das hilft da gar nichts. Aber was... Gut, der wird wahrscheinlich auch logischerweise dann auch nicht anfällig gegen Feuer sein, aber was war denn? Ist der vielleicht dann anfällig gegen... Ist der vielleicht dann gegen Frost anfällig? Dass wir einen Frostbuff machen dann sozusagen? Glück. Okay, jetzt nehmen wir Peter mal in die zweite Phase mit tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das mehr oder weniger Schaden macht. Ach, der hat dann... Jetzt zeig ich's erst. Du machst ja mehr Schaden auf dem Körper. Und zwar um einiges mehr. Ich weiß zwar nicht, was die Peter dahinter treibt, ich weiß nicht, vielleicht hebt die gerade ein Baugraben aus. Okay, da kriegt er richtig viel Schaden auf den Körper. Na, da will ich doch gar nicht hin. Ja, fick dich halt. Ja, jetzt stehe ich an der Verbrennung, ist das bitter. Wie bitter ist denn das jetzt? Jetzt stehe ich einfach eiskalt an der Verbrennung und ich sage jetzt gerade einfach überhaupt nichts. Du musst auf Zeiten dodgen.
Sehr will nicht greedy werden, gell? Ah, shit, mir wird nicht dick. Peter, was treibst du dahinter? Mal gut, ist eigentlich eh wurscht, aber die kämpft, die tut Schattenboxen. Stirb! Boah, leck, der ist schwer. Ja, ja, zupfte. Der war nicht ohne. Holy shit, das war der erste Boss, der wirklich nicht ohne war. Wer weiß, ob wir den ohne der Pieter jetzt so schnell geschafft hätten. War ein Testballon, okay? Werden wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder machen. Aber der hat richtig ekelhafte Patterns gehabt. Danke für die GGs. Quiet. You can strut around in your grand armor with your imperious voice and your oh so unshakable faith. And you can maim and murder anyone our little black-heart desires. I said be quiet. But you're only embarrassing yourself like some talentless child mummer. They don't respect you or fear you, no matter what you do to them. They all see clearly through your pathetic facade to the powerless, hypocritical coward you truly are. Enough! Shh, sweet brother. You should get some rest. Okay, was war er jetzt? Mensch oder Roger? Andenken an Tancred, Meister der Geißelung. Okay, den Schlüssel braucht man ja. Damit wir die Türen aufmachen können. Jetzt gehen wir aber das erste Mal an unseren ne? Okay. Hä, wo ist denn jetzt unser Überrest zusammen? Setzling wo? Ach, da ist er. Ich gerade sagen, jetzt wenn mein Setzling wie spawnt am Play. So. Okay, Stärke mehr auf 50 und ab jetzt gehe ich wieder wegen Gesundheit. Ob so das gefällt, das können wir ganz gut brauchen. So, den Schlüssel brauchen wir jetzt nochmal wo? Ich bin mir halt jetzt nicht 1000%. Das war aber auch kein also es war kein Sünderboss nicht. Aber es war jetzt auch kein also kein so richtiger Hauptboss, der wo an die Leuchtfeuer sitzt. Ja, wenn's da gerade du mit deiner Armbrust was zu tun hast, da bin ich ja schon froh. Dass du das extra jetzt Fleiß. Ich tritt dir jetzt so gnadenlos nach Gossem, dass du sagst, gibt's das. Ja, hast noch mehr Glück gehabt, dass du jetzt am Knochenhaufen hängen bleibst. Du Arschloch, du selten Greisligs. So. Jetzt schauen wir mal, wo wir da hinkommen. So, da haben wir drei. Achso. Einmal geht's auf und einmal geht's oben. Oben geht's auch noch.
Ist das dein Ernst? So, da haben wir jetzt wo? Ah, da ist die erste Ebene, wo wir die Tür aufgemacht haben. Okay, ja gut, schauen wir nochmal weiter auf. Wie geht's doch bestimmt noch, oder? Muss ja fast, weil da ist an dem Turm selber ist ja so ein Leuchtfeuer. Das heißt, es muss da drin noch einen Hauptboss geben. Oh ja, Aussicht genießen ist auch gut. Okay, das da unten war der Hauptboss. Mhm, Mara aus Madison, die haben es auch da hier, sieht ja auch blutig an. Da hat jemand ein Körpertauschritual vollzogen. Bloß meine Meinung, ich glaube, dass Tancred menschlich war, aber von seinem Bruder verdorben worden ist und somit ein Roger worden ist. Ja, jetzt waren zwei Brüder gewesen, ne? Da liegt auf alle Fälle irgendein Bier hier. Karte der Abtei der Heiligen Schwestern. Ja, okay, da wird es dann wahrscheinlich weitergehen. Da geht es aber noch nach unten. Da ist eine Truhe drin. Oh. Okay, wir haben immer nur die tankigste Rüstung. Aktuell. Aber wir haben ein bisschen die Handschuhe. Sind wir aber noch dran. Okay. Ja gut. Nice. Okay, dann haben wir jetzt quasi im ganzen Spiel 2 von 5 Hauptbossen besiegt. Er dahinter und ein Tancred, scheinbar. Okay. Ja, schon, dass das Gitter da ist, dann hätten wir jetzt die Aussichten aber ein bisschen besser genießen können. Da unten ist auch irgendein Hauptboss. Das kann da unten die Abtei sein, wo wir vorher waren. Da hinten sehe ich noch irgendein Schneegebiet. Da waren wir quasi schon mal auf dem Weg dahin. Und da hinten ist das Moor gewesen. Da haben wir vor einiger Zeit schon einen Boss gelegt. Okay. So, jetzt fahren wir nochmal nach unten. Ganz nach unten, weil offensichtlich vielleicht geht es noch weiter oben. Und wenn nicht, dann sitzen wir uns an Setzling und schauen wir mal, was wir tun. Aber gut. Der Tancred war auf alle Fälle ziemlich stark. Das kann man auf alle Fälle so festhalten. Ich darf jetzt fast behaupten, war bisher der stärkste Boss, den wir gesehen haben. Vor allem, dass er halt eigentlich so gesehen 3 Phasen hat. Das ist halt schon, das gibt's in Souls-Likes nicht so oft. Also, dass du einen Boss machst, der 2 eigene Lebensbalken hat, das gibt's häufig. Aber dass sozusagen der Boss innerhalb vom Boss 3 verschiedene Phasen durchläuft, das ist eher seltener. Hat es aber auch schon gegeben, abgesehen davon. Wenn ihr mal gerade an Sekiro denkt, da hat der finale Boss 4 verschiedene Phasen. Ja, und tschüss dann. Ja, weiter oben geht's jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Okay, aber man schon fast denkt. Gut, jetzt schauen wir mal noch mal schnell kurz in unseren Hut, ob da der NPC jetzt wieder da ist. Ich glaube aber nicht, weil der ist ja an der anderen Abtei. Der darf jetzt eigentlich da nicht stehen. Das ist richtig. Pieter ist aber nach wie vor da.
The Abbey is the only home I've ever known besides the orphanage. It pains me to see it now. As it does to see my afflicted brothers and sisters who roam its halls and courts. But I take comfort in knowing that salvation is finally at hand for all. Except those who instigated this corruption. Wiedergeburt Chrysalis. Was ist das? Das habe ich noch nicht. Was ist Our das? holy work continues, Lampbearer. Spielerart. Hä? Ach, ich kann bei der. Ach so. Ja, ich kann bei der meine Stats zurücksetzen. Okay, ich kann jetzt meine ganzen Stats, die 87 Stufen. Oder wie viele Stufen habe ich? Keine Ahnung. Meine 80 Stufen oder was das sind, die, oder 67, bei Stufe 14 ist Ausgangsstufen, die kann ich jetzt alle resetten und dann neu verteilen. Da brauchst du so Insektenlarven. Habe ich schon verstanden, das Ganze. Okay, jetzt ist halt die Frage, jetzt passt's auf, Freunde der Sonne. Wir haben ja jetzt dann 3 Möglichkeiten, eigentlich, wenn ich das so richtig sage. Wir können einmal in der Abtei weitermachen, da waren wir schon. Ne? Da geht's auch auf alle Fälle noch irgendwo hin. Phase 1, wo wir schauen können. Phase 2 ist dort der Lastlauf zu. Quatsch. Müsste der da gewesen sein? Das ist oberhalb von dem komischen Gebiet, wo wir letztes Mal oder vorletztes Mal noch rumgeistert haben. Da können wir, by the way, in dem Bossgebiet auch noch mal rumschauen. Da gibt es bestimmt auch noch was zum Finden. Also haben wir da 2 Wege, wo wir uns noch umschauen können. Und wir haben noch einen dritten. Und zwar. Wo war der dritte? Genau, das dritte ist das Eisgebiet. Also wir haben jetzt im Endeffekt noch 3 Gebiete, die wir abgrasen können, sollen, müssen, wie auch immer. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube aber, dass wir uns dann demnächst nochmal Backtracking-technisch in dem Gebiet umschauen, wo da muss ich jetzt gerade selber schauen, nicht dass ich das aus den Augen verliere. Das müsste aber rein theoretisch da gewesen sein. Da wo wir den letzten Boss noch umgehauen haben. Also nicht den. Ja, den Hautabzieher hat er geheißen. Das war also ein komisches. Ja, genau, das war da. Wenn man da jetzt mit dem Aufzug runterfährt, kommen wir wieder in das Gebiet. Und da geht es dann auch noch weiter. Ne? Da ist auch wieder nur ein Gebiet, wo wir weiterlaufen können. Also es ist Oberkalrad im Endeffekt. Da gibt es auch noch irgendwas zum Sehen. Warte, kann man da irgendwo ein Leuchtfeuer ausmachen? Ich frage für den Fre. Aha. Wie jetzt? Ja, okay, 2 Möglichkeiten. Entweder da hinten kann ich straight hier rennen und das Leuchtfeuer reinigen, oder da ist noch ein Mainboss. Da ist immer noch ein Haufen zum Tor, wenn ich das richtig sage. Ja, offensichtlich haben wir da noch einiges zu tun in diesem Spiel. Was ja nicht schlecht ist. Ich weiß schon, es ist vielleicht ein bisschen eintönig für den einen oder anderen, der sagt, oh, jetzt später schon wieder Lords of the Fallen. Ich weiß, aber das ist bei Titeln, die sehr stark erwarte, ist das normal. Das war letztes Jahr bei God of War Ragnarok so, da haben wir glaube ich 5 oder 6 Wochen nur God of War gespielt. Und heuer ist halt einmal so mit Lords of the Fallen. Nächstes Jahr Conan Gasha Versprecher, das sollte normalerweise nächstes Jahr kommen. Das ist auch ein Souls-like, spielt in der chinesischen Mythologie, das heißt Black Myth Wukong. Auf das warte ich schon seit 2 Jahren. Werden wir auch genauso Marathon-mäßig durchlassen. Jetzt schauen wir mal da hinten, vielleicht ist da wirklich noch mehr. Okay, nein, da geht's unten weiter. Aber ich vermute mal, das schaut ganz komisch aus, dass da so eine Rotunde drin ist. Also so ein Rundbereich, ein grosser. Und ich vermute mal, dass da der nächste Mainboss ist. Dann haben wir im Endeffekt aber schon einen Fahrplan, wie es weitergeht. Das heißt praktisch, wir schauen uns nächstes Mal, weil wir werden jetzt einen Cut machen, weil ich jetzt dann sowieso in 10 Minuten fort muss. Wir werden nächstes Mal Folgendes machen. Wir schauen uns am Anfang des Streams, also am Mittwoch, schauen wir uns in diesem Gebiet unter der Name um. Eins tiefer quasi. Ich glaube, dass wir da auch noch was finden können. Dann schauen wir uns in der Abtei noch ein wenig um und dann, wenn noch Zeit ist, schauen wir uns den Mainboss an. Oder gehen wir in Richtung Mainboss. Eins dieser 3 Dinge werden wir auf alle Fälle irgendwie hinbiegen. Aber den Loot nehme ich noch mit extra. Extritzfleiß. Extritzfleiß. Haute von Oberkalrad. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt noch viel zu sehen. Es gibt hier noch viel zu sehen und viel zu entdecken. In welcher Form und Art auch immer. Ich muss mal schauen, vielleicht teste ich off-stream einmal eine neue Waffen aus.
Oder, boah, leck, wir haben 3 Runensäckel, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ja, das werden wir jetzt schon noch. Freunde der Sonne, die Zeit nehmen wir uns. Wir haben 3 Runenslots. Wir können jetzt 3 Runen in unsere Waffe eingravieren. Das schauen wir uns jetzt schon noch schnell geschwind an. Vielleicht haben wir da zufälligerweise irgendeine passende. Außer mit die Heit gibt's Nudeln. Fahrplan, Zug voran. Ah, du möchtest jetzt dazu... Na, sei, bitte nicht. Danke für deine 69. Sparky. Ein Also Zug. that stubborn sad sack did come in useful one last time. Oh. Here. Ja, aber Essenz... Gerlinde will be moving on soon. Back to the Sturlevo Commonwealth. Full of squabbling, short-sighted half-wits it may be. But with her new runesmithing expertise, Gerlinde has some scores to settle. Keine Rune einsetzen. Jetzt noch Zug von bei meiner schlechten Leistung halt, das glaube ich, das ist nicht gut. Mr. Sein. Boah, leck, Alter, was... Erhöht Stärkeskalierung. Boah, leck, mir kann man 2 mehr Stärkeskalierung einballern. Jetzt haben wir da erhöht den Schaden gegen die Ballon, das ist interessiert mich. Erhöht physischen Schaden bei beidhändigen Einsatz von Waffen, das ist richtig stark. Wir führen unsere Waffen permanent beidhändig. Erhöht physischen Schaden. Waffenfuß erhöht den physischen Schaden. Ja, Waffengewicht. Schaden durch geladene Angriffe wird erhöht. Erhöht physischen Schaden, reduziert Skalierung, das ist schon wieder. Ja, okay, entweder wir klatschen mir da noch mehr Stärkeskalierung rein. Oder er erhöht physischen Schaden bei beidhändigen Angriff. Jetzt pass auf, was passiert, wenn ich jetzt da Stärkeskalierung rein... Eine Waffe oder einen Schild komplett mit 3 Runen ausgestattet. Ja, okay. Was haben wir jetzt auf der Waffe für Skalierung? Immer noch B+. Das ist ja dann komplett fürs Licht. Gut, da werden wir nächstes Mal einen Damage-Test machen, Freunde der Sonne. Probieren wir nächstes Mal den Damage-Test aus. Einmal mit der Rune, dass die Stärkeskalierung hochgeht und einmal mit der Rune, da wo man wo der physische Schaden steigt, wenn man die Waffe beidhändig wird, was ich permanent tue. Was ich eigentlich in jedem Souls-like tue. Weil mehr Damage. Aber gut. Wo Zug? Pummeluff will mit. Der Sei hat irgendwas vom Zug gelabert. Ich verstehe die Frage nicht. Und du kannst du fast lieber Lastwagen, das meine ich gescheiter. Ich glaube, wir fahren alle mit dem wir am besten zurechtkommen. Zugfahren ist nicht so unser Ding, glaube ich, wenn du mich fragst. Gut. Freunde, haben wir mir fein damit, wenn wir da einen Cut machen. Ich meine, einen Fahrplan haben wir. Das ist so bei einem Souls-like immer auch gut für mich selber, damit ich beim nächsten Mal weiß, okay, wo haben wir stehen bleiben, was wollte ich machen. Jetzt beim letzten Mal bin ich mir nicht so 100%ig sicher gewesen. Ne, was wollte man denn jetzt eigentlich noch anschauen? Von daher nehmen wir das, glaube ich, so mit. Haben wir ein bisschen was gesehen. 2 Bosse, um genau zu... 3 Bosse. 3 Bosse haben wir umgehauen. Einer davon war richtig, richtig schwer. Oder sagen wir mal so, der war richtig, richtig schwer geworden, wenn wir jetzt in der ersten Phase nicht das mit der Hilfe gehabt hätten. Wobei ich mich da, wie gesagt, zukünftig darauf bemühen werde, diese Bosse möglichst alleine zu legen. Ja, das war jetzt sozusagen unglücklicherweise so ein bisschen der Testballon, weil ich will ja das Spiel auch probieren. Ist ja nicht so, dass ich alles links-linglos bewusst. Ne? Aber ich habe halt ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass du da gewissermaßen dir Hilfe holen kannst ab einer gewissen Stelle. Wie gesagt, diese komischen NPCs in der Motten-Ding, die wo du da rufen kannst, das ist mir jetzt heute das allererste Mal aufgefallen. Das habe ich vorher so noch nicht gesehen. Das habe ich bei der Pieta nicht gesehen, das habe ich noch bei keinem einzigen Zwischenboss nicht gesehen und das habe ich jetzt erst heute soeben erfahren, dass das wohl möglich ist. Aber das ist fein, I guess. Na gut. Jetzt muss ich aber mal schauen, Freunde der Sonne, wer noch live ist. Ich glaube, dass da einige da waren. Ich meine, ich hole mal Lords of the Fallen auch noch. Mr. Werb, du bist mittlerweile ein etwas erfahrenerer Soul-Spieler. Du kannst das tatsächlich holen, ja. Wenn jetzt der Mr. Sai Ching geschrieben hätte, hey, Bazi, ich hole mal Lords of the Fallen, hätte er am imaginär gerne Schimbor treten. Also, durch das halt... wie sage ich denn? Die Zwischenbosse, ich kann mir jetzt ein bisschen mehr drunter vorstellen und ich kann mir jetzt auch meine Meinung schon wieder ein bisschen detaillierter preisgeben, weil ich jetzt deutlich mehr Stunden habe. Aber ich bleibe bei der Meinung, dieses Spiel ist nichts für Einsteiger-Soul-Spieler. Einfach aus dem Grund, weil die Gebiete zumal ziemlich abfuckend sind. Die meisten zum Beispiel, also die meisten vor allem, nicht alle, aber halt es sind einige Gebiete, die wo da richtig Schwierigkeiten machen können. Und das andere Problem ist, warum es nicht für einen Souls-Einsteiger gedacht ist, du hast das teilweise mit Gegnerhorden zu tun. Und das ist etwas, was die als Einsteiger unfassbar schnell überfordert.
wenn da 4, 5, 6 Gegner auf die zugeflogen kommen und dir alle ans Leder wollen, dann kriegst du nur noch mit Stress zum Tor. Und dann kann ich Ihnen garantieren, dann spielt sie das Spiel 2 Stunden und dann war's das, weil sie das nicht mehr angelangt. Wenn du heute schon ein wenig Fleisch auf die Rippen hast, was Soul-Spiele angeht, dann kannst du mit so einer Situation schon ganz anders umgehen, weil du genau weißt, ich muss jetzt schauen, dass ich wegrollen, ich muss jetzt schauen, dass ich mich gut positioniere und dann kannst du auch mal 4, 5 Gegner klatschen. Aber da brauchst du halt schon ein bisschen Erfahrung dazu. Es funktioniert in so einem Souls-like nicht einfach einmal so von der Hand. Muss ich aber fairerweise auch dazu sagen, es ist eigentlich nicht die Norm, dass in einem Souls-like so viele Gegner teilweise auf dich gleichzeitig zukommen. Es gibt, aber da siehst du das vorher ganz deutlich, dass da irgendein Haufen umeinander rennt und da weißt du vorher, hoppala, da renne ich jetzt lieber nicht rein, weil sonst geht es massiv schnell nach hinten los. So in der Art, wie es jetzt da bei Lords of the Fallen ist, hat es es noch nicht gegeben. Vor allem, wenn du dann im Reich der Toten umeinander eierst, wovon du meistens oder ab und zu halt auch nicht drum rumkommst, siehe halt diese Turmpassage, die musst du im Reich der Toten spielen, weil sonst kommst du halt nicht voran, zumindest teilweise. Und dann geht es halt einmal ganz schnell dahin, dass da vor mir 4, 5 so kleine Mini-Zombies da ans Leder wollen. Und die halten zwar einen fetten Scheißdreck aus, die wenn die aber einmal erwischen und die haben zu 4 oder 5, dann Pulse-breaken die und dann kommst du da nicht mehr weg. Und dann hast du halt ein Problem. Hast sowieso Dark Souls 1 und Demon's Souls, da bist du mehr als gut bedient. Ne? Da bist du mehr als gut bedient und da wirst du deine Lernkurve schnell außerfinden, was also Souls-like eigentlich bedeutet. Ja, kann ich bestätigen, die Wege zu den Bossen sind meist heftiger wie der Boss. Herakles, habe ich die Ehre. Ja, richtig. Das ist in etwa so, bei Lords of the Fallen kannst du so ein bisschen mit Demon's Souls vergleichen. Bei Demon's Souls haben die meisten Bosse, nicht alle, aber die meisten Bosse sind relativ einfach. Nur der Weg zu die Bosse ist eigentlich ein Problem. Und so ist bei Lords of the Fallen Stand jetzt auch. Ne? Du hast halt Gebiete, die strecken sich recht gut. Was auch völlig fein ist, ne? Weil du willst ja für dein Geld irgendwas kriegen. Aber wenn du, also ich hab das eh gesehen, so ein Gebiet zieht sich ja vor mir wie ein Kaugummi und dann kommen teilweise Passagen, da hängst du halt einmal ein bisschen, weil es halt einmal blöd runterfällst oder weil du einfach dumm stirbst oder gerade halt einfach nicht aufpasst. Bis du dann tatsächlich einmal wieder an so einen Setzling kommst oder bis du einmal an eine Laterne kommst, das zieht sich halt dann schon. Also wie gesagt, an die Souls-Einsteiger, Finger weg, spielt erst einmal andere Souls-Spiele, werdet vertraut mit der Mechanik und wenn es dann einmal so weit hat, wenn es dann einmal so ein bisschen versteht, um was in Souls-like eigentlich geht und was es bedeutet, wenn man Souls-like spielt, ne? Dann könnt ihr langsam überlegen, okay, ich probiere Lords of the Fallen einmal aus. Beim Mr. Verb, wie gesagt, da tue ich mich überhaupt nicht ab, der wird das Bocker, der hat die ganzen Souls-Likes schon durch, der hat Elden Ring durch, der hat Dark Souls gespielt, der hat Sekiro, weiß ich nicht, ob er gespielt hat, aber keine Ahnung. Aber ich sage einmal so, wenn er Sekiro auf 3 gebracht hat, dann bringt er Lords of the Fallen auch auf 3. Weil Sekiro bis dato, meiner Meinung nach, immer noch das schwerste Souls-like ist, was es bisher auf dem Markt gibt. Es hat aber der stärkste Boss, der heftigste Boss ist abgelöst worden und das ist Malenia. Malenia hat meiner Meinung nach einen Ishin abgelöst. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Sekiro hast du nicht gespielt. Also sagen wir mal so, wenn du jetzt Lords of the Fallen holst, irgendwann, keine Ahnung. Und du kommst mit Lords of the Fallen super gut zurecht oder kommst relativ gut durch, okay durch, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann kannst du mal überlegen, dass du Sekiro holst. Aber Sekiro ist halt allein vom Kampfsystem her schon eine 180-Grad-Wendung. Wo wir nächstes Jahr wahrscheinlich einen Platin Run machen. Habe ich richtig Bock drauf. Und ich glaube in Sekiro, da lehnen wir jetzt einmal ganz blöd aus dem Fenster, aber das behaupte ich jetzt einfach, in Sekiro kenne ich mich schon ein wenig aus. Und da weiß ich auch, was ich tue. Und da weiß ich auch, was ich zum Sagen habe. Ne? Weil Sekiro habe ich das eine oder andere Mal durchgespielt. 8 Mal ungefähr. Pi mal Daumen. Es müssen 8 Mal gewesen sein, keine Ahnung. Gut, Freunde. Ich sag merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Mittwoch 17 Uhr. Gleiche Stelle, gleiches Spiel, gleiches Thema. Es kommt wieder anderer Content, dort senkt nicht oben. Es kommt wieder Lies of P, das läuft nach wie vor weiter. Wir werden ja, bei der Hackkanal muss ich jetzt mal die nächste Zeit abwarten, weil Nintendo einer Zeitdog geupdatet hat. Da müssen wir mal aufpassen, was da jetzt passiert die nächsten Wochen. Weil laut Nintendo ist es nämlich nicht mehr gestattet, also jetzt erst recht nicht mehr gestattet, Emulatoren zu benutzen. Es ist nicht mehr gestattet, Hacks zum Spielen. Es ist nicht mehr gestattet, Soul Links zu machen. Muss ich mal die nächsten Wochen noch abwarten, was dort Nintendo tatsächlich durchsetzt. Ob sie da ziemlich dahinter haben und da jetzt ein Video und einen Stream nach den anderen aus dem Leben striken.
oder ob das einfach nur heiße Luft ist. Ich gehe mal davon aus, es ist nur heiße Luft, weil rein theoretisch darfst du das seit Jahren nicht und es hat seitens Nintendo nie was gegeben. Abgesehen davon, dass sie sich so derartig ins eigene Knie schießen, dass du sagst, Nintendo hat sich nicht bläder. Aber gut, das müssen wir abwarten. Wie gesagt, es kommt ein Hardcore-Nuzlocke, es kommt Assassin's Creed Mirage, es kommt, weiß ich nicht noch, es kommt noch ein Haufen Zeug. Also es wird schon wieder abwechslungsreicher, dort seht nicht um. Raid, ja, schau ich gleich. Wir gehen heute zur Fichterli. Hätte ich fast gesagt. Ja. Fichterli haben wir schon eine Weile nicht mehr geradet. Tatsächlich. Ist es fein? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das ist fein. Gut. Wie gesagt, Mittwoch 17 Uhr, gleicher Ort, gleiches Spiel. Wie wisst ihr wie es ist, kommt auf meinen Discord-Server. Der soll und darf gerne noch weiter wachsen. Kommt da drauf, kriegt es mit, wann ich live komme. Da kriegt es einen Streamplan, ihr kriegt es auch live. Das kriegt es auch live. Das kriegt es auch mit, wenn es kostenlos aufs Following druckt. Das darf mich auch narrisch gefreut und das darf nicht einmal was kosten. Dann wächst die Bazi Gang weiter auf Twitch. So soll es doch sein. Kostet nichts, aber darf mir unfassbar schwer helfen. Also gerne mal auschecken, beide Sachen, Discord und ein Follower, ob ihr da drucken könnt. Vielen lieben Dank für euren Support. Außerdem vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für die 2 oder 3 Resubs, was wir heute gehabt haben. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Fichterli. Die spielt Mario Bros. Wonders, habe ich privat schon durchgespielt. Unfassbar gutes Mario-Spiel. Seit Jahren wieder mal ein gutes Mario-Spiel auf den Markt gekommen. Kann ich empfehlen für alle, die Mario gern mengen. Mario Bros. Wonders wirklich eine Empfehlung von mir. Könnt ihr euch wirklich anschauen. Gut, noch einen schönen Abend. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche, eine angenehme Woche. Lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund. Wir hören uns am Mittwoch. Haut euch eine. Pfiat euch. GST Moves.